Meine Finger fahren über den rauen, hölzernen Rahmen, der das verblichene Foto umgibt, das mir vorkommt wie ein Relikt aus einer anderen Zeit. So geisterhaft liegt's in meiner Hand und so unvergleichlich schwer druckt's auf mein Geist. Zwei Kummer wirkt's immer noch, wenn ich uns zwei zusammen vereint, in dem lang vergangenen Augenblick säg, der da in der Beitelband is. Ich weiß gar nicht, wie oft, dass ich das Foto seit dem Tod von meiner Frau in die Hände genommen hab. Obwohl die Aufnahme so lang her is, hat sich der Augenblick mit einer übernatürlichen Klarheit in mein Hirn brennt. Fast so, als ob nicht einmal Zeit selber sich traut, den einen Moment anzulangen. Einhergegangen ist der Blick auf das Beitel mit den Erinnerungen an unsere Vergangenheit, an die goldenen Zeiten, die wir miteinander erlebt haben, seit wir uns an dem sonnigen Nachmittag im Frühjahr das erste Mal kennengelernt haben. Jung und voller Leben sind wir damals noch gewesen, und schnell ist die Zeit zwischen dem Frühling von unserer ersten Begegnung und dem Winter gewesen, in dem's aus dem Leben geschieden ist. Der Tag, an dem der eiskalte Wind ums Haus pfiffen hat und der Tod langsam in unser Haus geschlichen ist. Kein Doktor auf der Welt hat ihr Leiden kurieren können. Kein Spezialist hat die ätzende Krankheit heilen können, die ihr Lung langsam zusammengefressen hat. Meiner Lebtag werde ich ihren rasselnden Atem nicht vergessen können. Das Geräusch, das sie für alle Zeiten in meine Ohren brennt hat und das sogar manchmal in meine Albträume wiederhallt. Es ist schon erstaunlich, wie ein so ein Schicksalsschlag verwandelt. Zu was für Praktiken das einen treiben kann. Die Erinnerungen an meinen Leichtsinn und die Einzelheiten der dunkler Odyssee, die ich seit dem Tod meiner Frau auf mitgenommen hab, dann fast genauso weh wie der schmerzvolle Verlust selber. Ich leg's Foto vorsichtig auf den Tisch vor mir. Neben der Sammlung alter Büchel und seltsamer Objekte. Die Kerzen werfen einen schwachen Schein auf die geiflerten Seiten, die ich in die vergangenen Monate und Jahre durchgearbeitet hab. Seiten, die von einer anderen Welt berichtet haben, von Wesen, die einem die Macht über Leben und Tod geben können. Ich pack alles, was ich heut noch brauchen werd, in meinen Rucksack, nimm die alte Laterne und geh ausse in die kalte Nacht. Es ist ein langer Marsch zu der Stelle, an der ich das Ritual vollziehen werd, und während ich den Weg entlang gehe, der sich da aus dem Ort schlängelt, kämen die Beitel wieder in meinem Kopf, und es fällt sich an, wie es Striegeln in toter Oschen. Die ersten Monate nach ihrem Tod waren eine endlose Abfolge von Not und Schmerz. Die Tag sind voller Trauer verstrichen, die Nacht voller Leid dahingesicht. Verzweifelt bin ich umhergeirrt, trieben wie ein eingesperrtes Tier, das pausenlos sein feits kleiner Käfig abschreit. Zeit war für mich nur noch was, das mir durchstehen hat müssen. Gereist bin ich, um mich abzulenken, um zum Vergessen. Endlose Wanderungen habe ich unternommen, durch die weite Natur und durch die Menschenmengen der größten Stadt gleichermaßen. Und dann habe ich es
zufällig gefunden. Ein verstaubtes Antiquariat in einer genauso graben, uralten Stadt, in der ich mich während einer von meinen ziellosen Reisen verirrt gehabt hab und die mir vorgekommen ist, als ob's im Zwielicht gefangen waret. Das Geschäft inmitten dem dustern Irrgarten von verschlungene, unpflasterte Gasserl und triste, menschenleere Häuserschluchten war die Endstation für Werke, die schon längst vergessen waren. Eine Gruft der Bibliophilie. Zwischen die Regale, die mit seltsame, vom alter Grabe Birchel vollgestopft waren, habe ich eins entdeckt, das mich magisch angezogen hat. Ein Buch, eingebunden in einen dunklen Umschlag, der mich an Schlangenhaut erinnert hat, mit grün angelaufene Schließen, verziert mit fremdartige Buchstaben und mir unbekannte Zeichen. Ein Titel war auf dem Ledereinband nicht zum Erkennen, und der Lohnbesitzer, ein gebrechlicher Mann mit ner Stimme wie Sandpapier, hat einige mysteriöse Andeutungen gemacht, die mein Interesse an dem Werk noch gesteigert haben. Angeblich soll's nur noch eine Handvoll Exemplare von dem Buch geben, denn die meisten sind im Mittelalter von der Kirche eingezogen und vernichtet worden. Eine gewisse Ahnung hat mich beschlichen, dass mich das Schicksal nicht ohne Grund in das Geschäft zu dem Artefakt da geführt hat. Und so hat's einen Besitzer gewechselt. Von dem Tag an war mein Weit nimmer dieselbe und ich hab meine schlaflosen Nacht in die alten Rituale verloren, die in den Aufzeichnungen zum Lesen waren. Die Abende, die ich mich vorher in Trauer und Schmerz im Bett gewälzt hab, sind zur fiebrigen Finsternis geworden, in denen die Schatten in meinem Innern auf beängstigende Weise lebendig geworden sind. Bald schon bin ich die vagen Hinweise, die der Verfasser gemacht hat, weiter nachgegangen und ich bin in die entlegensten Winkel gereist, wo ich weitere uralte Schriften an mich bringen hab können, die von längst vergessene Kulte und Rituale verzeiht haben. Stück für Stück hat sich mein Bücherschrank gefüllt mit Werken über Dämonologie, Nekromantie und andere verbotene Wissenschaften, und Schritt für Schritt ist in mir die Erkenntnis gewachsen, dass sie zwischen Leben und Tod nur eine winzige, schwache Barriere befindet. Nur eine fadenscheinige Schranken, die man auflesen kann. In einer Nacht bin ich dann auf einen besonderen Textabschnitt im Mysteria Thalassica gestoßen, die Aufzeichnungen von einem gewissen Aldemar von Kyrion, ein Gelehrter, der vor ein paar hundert Jahren im heiligen Südfrankreich gelebt hat. Laut seinen Aussagen hat er unter anderem in Konstantinopel studiert, wo er einen Zugang zu alten Texte und Überlieferungen aus der Antike gehabt hat. In dem Werk, das ich in der Seidner Übersetzung auftreiben hab können, beschreibt er eine dunkle Form von den sogenannten eleusianischen Mysterien, die ein bestimmter Zweig vom Demeterkult im antiken Griechenland praktiziert hat und die angeblich vor über 1000 Jahren in einer Gruft gefunden worden sind. In dem Schriftstück finden Sie neben Andeutungen über den Aufbau von dem Kult
auch Berichte über kosmische Dämonen und über die Zaubersprüche, durch die Seim herbeigerufen, befragt und wieder entlassen werden können. Daneben spricht er auch davon, dass Zeit in keiner geraden Linie verläuft, von parallele Dimensionen, der Trennung von Sei und Fleisch und von sonderbare Wege, die jenseits vom Tod liegen. Der Schleier zwischen die Weiten ist dünn. Dünner, als man zum Glauben wagt. Und es gibt gewisse Wesenheiten, die einem darüber Auskunft geben können. Besonders oft und eindrücklich schreibt er vor einem Dämon mit dem Namen Tarkelot, der zu seltenen Zeiten erscheinen und einem Beschwörer einen Einblick geben kann über die Geheimnisse von Leben und Tod, Zeit und Raum. Aber nur diejenigen, die hervorstichern durch ihre Besessenheit und mit genug Ehrgeiz und Skrupellosigkeit erfüllt sind, die sollen in der Lage sein, den grausigen Dämon aus den äußeren Sphären herbeizumrufen. Ich hätt zögert, wenn ich nicht den bleichen Schatten vor ihrem Gesicht vor meinem inneren Augen gesehen hätt. Ein Locher hat ihre Lippen umspäht, das mich wie ein Orpheus auf der Suche nach seiner Eurydike drin hat, immer weiter durch den endlosen Strom von Wahnsinn. Wochen sind seitdem vergangen, bis zur heiligen Nacht, an der die Gestirne am Himmel richtig stängend. Es ist kurz vor Mitternacht, wie ich auf der Wegkreuzung knie, während ich mit zitternden Fingern sorgfältig den Kreis mit der heiligen Dreikine greim, Oschen und Salz um mich umzieh. Alle 4 Himmelsrichtungen hab ich mit den seltsamen, verschlungenen Symbole markiert, die ich aus den Aufzeichnungen über das Ritual entnommen hab. Hinter mir sind die altes flickernden Totenbredeln aufgereiht, wie stumme, einsame Zeigen, die mich grad entsetzt bei meiner lästerlichen Tätigkeit beobachten. Das bleiche Flackern von meiner Laterne, die ich außerhalb von dem Kreis abgestellt hab, lässt Schatten auf die Breder tanzen, wie ich anfang, die missgestalteten Wörter der Beschwörungsformel auszusprechen. Im Schein der Lampen schaut sie so aus, als ob sie die Linie bewegen taten, als ob sie lebendig warten und vorm Licht zurückweichend. Allein die blasphemischen Wörter auszusprechen, die nicht für die menschliche Zunge bestimmt sind, ist ein entsetzliche Marter, und ich bin froh, wie ich das letzte Wort aus dem Birchel rezitiert hab. Ich hätt zuerst gedacht, dass nix passiert. Fast wollte ich aus dem Kreis schon rausgehen, wie ich aber aufgestanden bin, hab ich ganz leise was gehört, das sie wie ein amüsiertes, künsteltes und vor Bosheit trieferts Locher angehört hat. Ich hab mir eingebildet, dass sie auch die Luft gekriegt hat, schwer und süß, wie ein verfaultes Laubert. Die Flammen von den Kerzen fangen zum Flackern an, als ob irgendwelche Flügel drüber flattern taten. Ein dumpfes Pochen, tief und weit weg, wie das Echo von einem kosmischen Herzschlag, regt sie. Die Schatten an die Totenbreder bewegen sie jetzt. Nicht nur im Flackern der Laternen, sondern wie wenn's eigene Wesen mit einem eigenen Willen warten. Meine Augen haben sie mittlerweile schon an die Dunkelheit gewohnt gehabt. Da waren doch leichte, wogende Bewegungen,
in die Bisch vor mir. Ausgehend von einem Punkt in den Bisch hat sie das leichte Ziedern ausbrot und ist langsam auf die Bereiche rechts und links davon übergegangen. Auch in das Locher haben sie mittlerweile grauenhafte, unterirdische Stimmen gemischt, die in kurzer Zeit zu einem ekelerregenden Wirrwarr obszöner Tonfolgen angeschwollen sind. Und auch neben mir, auf dem Wegerl, waren schemenhafte Körper zum Singen, die sich ganz leicht von rechts nach links und wieder zurückgewiegt haben. Und nach nur wenige Augenblick ist mir so vorgekommen, als ob sich der ganze Wald rings um mich zu dem abartigen, dämonischen Choral bewegen tat, als war die Natur selber in Aufruhr wegen meinem Frevel. Aber ganz im Gegenteil. Denn wo's nur ein Liedschlag später aus der gnädigen Dunkelheit, die mich noch umgeben hat, auf mich eingestürmt ist, war ein Pandemonium, das der Leibhaftige persönlich auf die Welt loslassen haben muss. Nix in der Welt hätt mich auf den Augenblick vorbereiten können. Buchshaxerte, titanische Dämonen mit glierende Augen, die nicht Dampf aus den tierhaften Nüstern gestiegen ist und die mich um mindestens 1 Meter überragt haben, sind bis auf den Kreis hergekommen und haben eine undurchdringliche Mauer bildet gehabt. Mit ihren mächtigen Arm, dick wie der Stamm von der Birken, haben's um sich geschlagen und versucht, in den Kreis einzumlangen, um mich auszumziehen. Zierliche, dämonische Weibsbeider, bleich wie Leichname, sind lasziv mit teuflischem Grinsen zwischen ihren hünenhaften Begleiter umhertanzt, um mich mit obszöne Gesten und Stimmen wie giftiger Honig aus dem Schutzkreis zum Locker. Langgliedrige, schlangengleiche Geschöpfe haben mir entgegengeraunt von Wissen, Macht und einem ewigen Leben, wenn ich nur aus dem Kreis kämmer dat. Springende, formprächtige Kreaturen mit schwammig, unförmige, madenhafte Körpern und unzählige Gliedmaßen sind herumkupft und haben mich mit ihren gutturaler Stimmen aufs Unflätigste beschimpft. Wir's bemerkt haben, dass alle Provokation nix hilft, haben's auch noch auf meinen verkrümmten Körper gespuckt, der sich inmitten von dem Schutzkreis zusammengehauert hat. Ich hab ausgehalten, in dem Wissen, dass mein End bedeutet, wenn ich mich nur 1 Millimeter aus dem Kreis beweg. Dann aber, mir ist wie eine Ewigkeit vorgekommen, ist aus dem teuflischen Gemenge, dem brodelnden Höllenpfuhl, eine einzelne Figur auszutreten und ist direkt auf mich zugekommen. Kam ein Mannshau in a purpurne, feitsgrosse Robe kleid, ist er langsam auf mich zugeschritten. Und beim Herrgott, ich hab noch nie so a Grauen gespürt. Während sein dämonischer, schwarzer Hofstaat, der sich um ihn umgetrieben hat, Angst auf a zerstörerische, körperliche, gewalttätige Weise verströmt hat, war die zierliche, ja fast zbrechlich anzumschauende Figur von einer Aura umgeben, die mein Verstand förmlich zerrissen hat. Eine Ausstrahlung vollkommener Allmacht. Mit jedem Schritt auf mich zu hat sie seine Gestalt auf unaussprechliche Weise verändert. Ich war wie eingefroren
an Ort und Stei und hab das Schauspiel, das sie mir boten hat, nur beobachten können, mit einem Gefühl, wie ein Staubkernl vor der Endlosigkeit im Universum. Winzig und ohne Bedeutung. Am Rand von dem Kreis hat er Start gehalten und ich hab in die leere Stei geschaut, die so glatt und makellos wie polierter Marmor war und eigentlich sein Gesicht hätte sein müssen. Alles war starr, kein Wort ist gesprochen worden, aber auf einmal hat sie in mir die Erkenntnis geformt, dass dies Wesen, der allmächtige Gott vor mir, in meine Gedanken lesen hat können, wie in einem Birchel. Ich hab gespürt, dass er im Bruchteil von einer Sekunde all meine Gedanken, ja mein komplettes Leben durchbladelt hat. Und mehr noch, es war, als ob er dem Birchel noch eine schicksalsschwere Seiten hinzugefügt hat. Ein starker Husten schiedelt meinen Körper durch, mortet meine Lung und für einen kurzen Moment überkommt mich eine Müdigkeit. Mein Blick verschwimmt für einen Augenblick. Ich merk, wie mein Körper erschlafft und auf die Seiten kippt. Ich spür keinen Aufprall auf den harten Boden. Ich kann nicht ohnmächtig worden sein, denn es ist mir nicht schwarz vor Augen und doch weiß ich genau, dass sich was geändert hat. Im Gegenteil, meine Sicht wird klarer, schärfer. Rings um mich wandeln sie die Gestalten in Formen, die ich noch nie gesehen hab. Alles ringsum wird kleiner und mir ist, als ob ich erst langsam, dann aber immer schneller nach oben schweb. Wie ein Neviwind kämen mir die Bäume vor, die sie langsam auflesen. Ich seh ganz klein, weit unter mir Leid, winzig wie Ameisen, die hin und her huschen, während in Sekundenbruchteile Jahreszeiten an mir vorbeiziehen, spüre, wie aus Jahrzehnte werden, die sich zu Jahrhunderte ausdehnen und in unfassbare Äonen übergängen. Generationen von Menschen kämen auf die Welt, um nur ein paar Augenblick später zum Sterben und zu Staub zerfallen. Unzählige Menschenleben, erlöschend genauso wie die Sterne am Himmel, während die Meere her und her steigen. Zivilisationen vergängen, während andere aufsteigen, nur um kurz drauf wieder in der Aschen der Vergessenheit zum Versingern. Wie das kurze Aufbaumen von einem Viech, das kurz vorm Sterben ist. Weide, azurblaue Meere umschwäumen's Land, die Berg gängen in der brausenden Flut unter, um nur Momente später wieder aus die Wassermassen ausgespuckt zu werden. Ein frostiger Hauch hüllt die Welt ein, begleit vom eiskalten Lucher und der Blick von die grausamen Augen einer Gottheit, die älter ist als der Anbeginn der Zeit. Bis schweißgebadet erwache ich und öffne meine Augen. Ein eiseskalter Schauer läuft über meinen Rücken, als ich von meiner Schlafstadt auffahre. Ich will sie noch greifen, doch vermag ich die vergänglichen Trugbilder meines nächtlichen Albdrucks nicht mehr zu fassen. Es war nur ein böser Traum, der mich plagte, und doch scheint es mir, als hätte ich einen Teil
dieses flüchtigen Gespinstes, Morpheus Armen entrissen. Mein gehetzter Blick flüchtet sich zum Fenster, in die Umarmung des weichen Lichtes, das sich langsam am Horizont abzeichnet. Ein frischer Duft, süß und erdig, weht herein. Eine Mischung aus blühendem Jasmin und den reifen Früchten der Weinberge, die sich vor dem Fenster erstrecken. Das Bett unter mir fühlt sich ebenso vertraut wie auf seltsame Weise fremd an, als ob ich mich vergewissern möchte, dass ich dem düsteren Albtraum vollends entflohen war, fiel mein Blick auf den Platz neben mir. Dort lag sie, ihr Haar, ein kastanienbrauner, wallender Schleier, ergoss sich über das Kissen, auf dem ihr Haupt ruhte, und einen langen Augenblick lang beobachtete ich, wie sich die Decke, in die ihr Körper eingehüllt war, gleichmäßig hob und senkte. Ich streckte die Hand aus, fast ungläubig, und ließ meine Finger über ihre Wange gleiten. Ein Traum, dachte ich. All das unbekannte Dunkle, all die Finsternis, die mich zuvor umfangen hatte, war nichts weiter als ein böser Traum gewesen. Ein schattenhaftes Trugbild, das jetzt langsam der Wärme des herandämmernden Tages wich. Ein kurzer Moment der Seligkeit und der Stille, der, so wünschte ich, ewig währen dürfte. Doch wurde dieser alsbald durch ein Geräusch unterbrochen, das meinen Magen krampfen ließ und mir auf übelkeitserregende Weise bekannt vorkam. Es war ein schwacher, trockener Husten, den meine Frau im Schlafe von sich gab. Mit einem düsteren Gefühl ließ ich meinen Kopf zurück auf die Kissen sinken und versuchte einzuschlafen, begleitet von einer unbestimmten, beklemmenden Vorahnung und dem schwachen, rasselnden Atem meiner Frau. Euch hat diese Episode gefallen? Dann abonniert meinen Kanal, indem ihr den roten Abonnieren-Button unterhalb des Videos anklickt. Aktiviert anschließend auch gerne die Glocke daneben, um immer über die aktuellsten Videos benachrichtigt zu werden.